die an der Gemengerat sitzen. Die Damen und die Herren aus dem Schäffner Gemengerat, Leif Mattbierger, die das Klangzeremonie der Bause verfolgt. Wir feiern heute als Nationalfeiertag wie alle Jahre auf diesem 23. Juni. Auch wenn wir das Jahr nicht allzu summen als Großherzogs Geburtstag so feiern können, wie wir das gewinnt sind, für uns alle Guten, die wir in diesem Land wohnen und schaffen, ist das ein ganz extremer Tag. Heute gucken wir als Lützeburger Nation voller Stolz auf unsere Unabhängigkeit, unsere Einigkeit und auf unsere Freiheit. Heute ist der Tag, auf dem wir besonders all denen Merci sagen, die sich an der Vergangenheit für unser Land eingesetzt haben, durch denen das Geschick an ihren Einsatz wir bis heute als unabhängige Nation bestehen. Unser Grand Duc ist für uns Symbol von unserer Freiheit, vom Zusammenhalt von unserer Nation. Über all die Jahre hat als Dynastie als Land mit dem richtigen Geschick gelebt und hat an kritischen Momenten als Unabhängigkeit zusammen mit uns verteidigt. Wir wünschen auf dem heutigen Tag unserer Monarchie, und ganz besonders unserem Grand Duc Henri, alles Gutes und weiterhin eine glückliche Hand für die Zukunft. Wir feiern ihren Haut zusammen mit der Großherzogin Maria Theresa, ihre Kanne und ihren Enkelkanne. Für einem Jahr haben wir auf dieser Platz auch besonders unserem Grand Duc Jean gedauert, den er kurz für immer verloren hat. Wir waren alle tief betroffen von seinem Tod. Das Leben geht voran. Den 10. Mai des Jahres kommt Charles Jean-Philippe Joseph Marie Guillaume, der Prinz Charles, jung, von unserem Erbgroßherzog Guillaume an der Erbgroßherzogin Stephanie auf die Welt. Wir wünschen auf diesem Tag auch ihm alles Gute für die Zukunft, an unserem Herrscherhaus viel Frieden mit dem kleinen Prinz. Heute feiern wir den Tag von der Lützeburger Nation, dem Lützeburger Volk, den Tag von uns all, die wir die große Chance haben, an diesem wunderschönen Land dürfen zu leben und zu schaffen. Wir haben als Lützeburger Spruch, als Kultur, auch als verschiedene Bereiche, die uns verbannen. Wir alle gut an diesem Land halten zusammen diese Traditionen hoch. Das Jahr, wo wir verschiedene müssen verzichten, merken wir besonders, wie wichtig sie sind. Die letzte meint, die haben uns immer ein Jahr gefordert, wie wichtig das, dass wir alle zusammen dafür schaffen, dass es diesem Land gut geht. Jeder Verein muss auf seinem Platz seine Verantwortung tragen. Unserem Zusammenhalt über lange Jahre verdanken wir, dass wir da stehen, wo wir heute sind. Das hat sich über die letzten Wochen mehr wie je immer bestätigt. Als einer weiß, wie man immer im Fertigbringen harmonisch mit denen zu schaffen und zu leben, ist stärkt von unserem Lützeburg. Auch die große Offenheit, mit der wir Mattbierger aus aller Welt bei uns abholen und mit ihnen zusammen schaffen, ist eng von unseren Stärken. Wir wissen, dass all die, die aus den verschiedensten Ecken von der Welt bei uns leben und schaffen kommen, ein großer Plus sind für uns sozial, kulturell und wirtschaftlich Leben. An der Zeit von der sanitären Krise haben wir gesehen, wie wir dank unserem nationalen Know-how an unseren internationalen freundschaftlichen Relationen es konnten in kürzester Zeit optimal aufstellen, für als Mattbierger gegen den gefährdeten Virus zu schützen. Es ist heute den Tag für all denen Merci zu sagen, die wir die letzten Monate unermittlich am Einsatz waren, für unser Land so gut durch diese Krisensituation zu feiern. Als allererst ein grosses Merci und all das medizinische Personal, das alles gemacht hat, für die gesundheitliche Schäden auf ein Minimum zu reduzieren. Trotz zoner Grenzen haben uns Freunde aus den Notbeschländern, ohne die wir als medizinische Versorgung nicht können aufrechterhalten, als nicht am Start gelassen. Ein grosses Merci auch an all die anderen, die in Ersatz von ihrer Gesundheit all da auf ihrem Arbeitsplatz waren und dafür gesorgt haben, dass alle Services funktioniert haben, dass wir mit allem versorgt sind, was wir gebraucht haben. Und wir dürfen ihren Einsatz auch nicht vergessen und müssen sie an ihren Berufen auch in Zukunft honorieren. Auch nicht zu vergessen,
die freiwillig aus unserer Gemeng, die immer da waren, von mir Hilfe gebraucht ginas, hinnen ein ganz dicke Merci. Ein großes Merci muss man auch als Regierung aussprechen, die mit Besonnenheit und Courage als Land durch die schwierige Pandemiezeit gefordert wird. Sie haben zu keinem Moment gezeigt, die nötigen Maßnahmen zu holen, für als Gesundheit und als Sicherheit zu garantieren. Wir wollen auf dieser Platz aber auch an die 110 Matbürger denken, die das schlimme Virus nicht überlebt haben. All denen, die am Moment nach gegen Krankheit umgehen, wünschen wir ein Gut und eine sehr Besserung. Ihr alle Guten, auch merci für Ihre Disziplin und Ihr verstehst mich über die letzten Monate. Alles muss auch weiterhin solidarisch sein, am Interesse von uns alle Guten, aber besonders von denen wir Schwachen in der ist. Auch lo, wo wir da viel von unseren Freiheiten zurückholen, gilt es noch ein bisschen aufzupassen. Die letzten Monate, die haben uns gewiesen, wie auffällig wir Menschen sind, wie sehr unser ganzes komplexes System, das wir aufgebaut haben, an den Kopf kann fallen. Aber wie wichtig ist das, dass wir auf lokalem, nationalem und internationalem Niveau zusammen schaffen. Wir gucken all zusammen mit Optimismus an die Zukunft. Besinnen uns auf als Stärken, holen das positiv, dass wir die letzten Monate konnten aufgewannen, matt auf den Weg. Als Lützeburg stehen wir finanziell gut da, wie wir an diese Krisensituation herangegangen sind. Wie wir hier rauskommen, das ist noch nicht genau gewusst. Ganz viele Betriebe und Geschäfte sind noch am Gang, für hier finanziell Überleben zu kämpfen. Viele von unseren Matbürgern leben nach einer Ungewissheit, was ihr Arbeitsplatz angeht. Sie alle können aber bei Solidarität zählen. Und zusammen packen wir das, wie bis noch immer. In ganz Europa und über die europäischen Grenzen hinaus ist die Situation nicht ernst. Die Europäische Union ist am Gange, Hilfe bereitzustellen an einem Ausmaß, wie das noch nie der Fall war. Als kleines Land an dieser Europäischen Union wissen wir seit der Ewigkeit zu Lützeburg, wie wichtig Europa für uns ist, für unsere Sicherheit, für unser soziales Zusammenleben, als Wirtschaft. Und es gilt auch auf diesem Niveau Solidarität zu weisen. All zusammen muss man eine Null erfüllen, für an diesem Europa und über seine Grenzen heraus eine solidarische und offene Gesellschaft aufzubauen, wo Sozialgerechtigkeit an den Schutz von unserer Umwelt, unserem Lebensraum, als Hauptziele muss sein. Es gilt zusammen, die Arbeitslosigkeit an den Griff zu kriegen, den Reichtum mehr gerecht zu verteilen, sowohl zwischen den Ländern wie auch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten. An dieser Krise haben wir gesehen, dass den immer mehr große Gruppe zwischen Reich und Arm zu Streit, Rassismus und Fremdenhass führt. Am Moment sehen wir in verschiedenen Ländern, wie fragil der soziale Frieden ist, wenn der Bau zu weit gespannt wird. Wir erleben, wie im Moment auf der ganzen Welt immer mehr Unruhen aufkommen. Die Grundwerte von der Demokratie immer mehr mit Füßen getrippelt gehen. Wir als Europäer, zusammen mit unseren internationalen Freunden, sind gefordert, der internationalen Staatengemeinschaft zu helfen, die weltweit Probleme auf allen Niveaus an den Griff zu kriegen. Als Klein Lützeburg haben wir es fertiggebracht, an einer schweren Zeit als erst eine Gruppe von Jungen als griechische Flüchtlingslager bei uns abzuholen. Das steht uns als Freit an offenem Land gut zu Gesicht. Aber wenn wir uns an den letzten Wochen stark gewehrt haben gegen die hohen Grenzen an Europa, da muss man so genauso stark dafür einsetzen, dass die Außengrenzen von dieser Europäischen Union auch nicht ganz zu bleiben für die, die aus ihrer Heimat müssen fortlaufen. Kommt, wir holen da weiterhin bei uns ab, hier an Europa, zu Lützeburg und noch bei uns an der Gemeinde, und gehen ihnen einen Neid und sicher daheim. Auf diesem nationalen Feiertag erinnern wir uns immer daran, dass Solidarität in unserem Land eng von unseren wichtigsten Stärken war und noch bleibt. All zusammen sind wir schon durch viele schwere Zeiten gekommen. Und wir bleiben solidarisch untereinander.
ganz besonders auch mal diese Matbierger, denen nicht so gut geht. Wir wissen, dass verschiedene von uns verzweifelt noch Arbeit sichern. Bei uns haben an der Gemeinde kein Wunsch fanden. Zu einer ganzen Familie an einem einzigen Zimmer müssen leben oder mit einem absoluten Minimum überleben müssen. Das an einem reichen Land wie Lützeburg, an einer Gemeinde wie Schütte. Ich sage alle Jahre, wir hier am Land, aber besonders an unserer Gemeinde, wir sind eine große Gemeinschaft. Wir brauchen den anderen, auch von der Stadt an normalen Zeiten, wo Reichtum an Überfluss nicht immer bewusst ist. Wir holen uns hier Zeit, mit ihnen zu schwätzen, nur ihnen zu gucken, dafür zu sorgen, dass besonders an diesen schnelllebigen Zeiten auch als Matbürger die nötige Unterstützung kriegen, für um soziale Leben teilzuholen. Wir werden alles machen, für als Sozialstrukturen weiter so auszubauen, dass an unserer Gesellschaft kein Längen bleibt. Erfolgreiche Initiativen wie Schüttertreff, Sprachcafé, Gemeinschaftsguard, gemeinsame Christmarkt weisen, dass wir richtigen Weg sind, für eine Flot zusammenleben. Das alles geht aber nicht vom selben. Dafür auf dieser Platz auch ein großes Merci und die sich am Benevolat an den verschiedenen Hilfsorganisationen engagieren, hier am Land und auch am Ausland. Merci auch und all die, die unentgeltlich an unseren Vereinen arbeiten. Der Nationalfeiertag, das ist für uns alle auch ein Moment, für einen Blick nach vorne zu werfen, zu gucken, wie geht es weiter an diesem Land, an unserer Gemeinde. Positiv an die Zukunft gucken. Das tun wir noch immer gemerkt. Als Scheintland wiest weiter, immer mehr wollen dabei als Wunden erschaffen kommen. Es ist eine Chance für das Land, und es gilt, die zu nutzen, am Interesse von uns allen. Wir wissen, wir können wachsen, auch an diesem kleinen Land. Wir sind uns alle eins. Es gilt dabei, eine Ökonomie auf die Beine zu stellen, die am Anklang mit unserem natürlichen Umfeld funktioniert. Und wir sollen eine Chance daran sehen, hier am Land Mittel zu haben, so ein Modell können auf die Beine zu stellen. Circular Sharing Economy, nachhaltige Landwirtschaft, Dus an Elektromobilität, erneuerbare Energien, das sind Optionen für die Zukunft. Auf all diese Gebiete sind wir hier am Land aktiv, also bieten uns neue Möglichkeiten. Eng von den Stärken vom Lützeburger Land waren auch immer als Flexibilität und als Anpassungsfähigkeit. Das wird auch in Zukunft nicht ändern. Kommt, los mit all die Veränderungen, die bei uns durchkommen, positiv gesehen. Als junge Generationen stehen an der Startfläche, für in diesem neuen Lützeburg weiterzubauen. Sie beweisen es immer, dass sie wissen, um was es geht, dass sie bereit sind, sich zu engagieren, mitzubestimmen, für dass das Welt, das Land und das Gemeinde sich an ihrem Sinn entwickeln. Lassen wir sie encouragieren und unterstützen auf dem Weg, ihnen helfen, dass sie an ihrer schönen Heimat einen Wunsch an einen Arbeitsplatz finden. Für 3 Wochen ist ein neuer Bebauungsplan in Kraft getreten, an dem wir alle zusammen aus dieser Gemeinde eine Orientierung Richtung moderate Wachstum, Erhalt von unserer Lebensqualität und von unserer schönen Natur hier am Seedal geholt haben. Seit April läuft ein Urbanistenkonkurs, mit dem wir gemeinsam dem Zentrum von unserer Gemeinde ein neues Gesicht geben. Ein Dorfkern schaffen, wo wir uns in Zukunft nach mehr begegnen und austauschen können. Zusammen sorgen wir dafür, dass Schütte die flott und lebenswert Gemeinde bleibt, die wir kennen und die uns ins Herz geworden ist. Meine Damen und Herren, auch wenn wir heute unsere lieben Kollegen Tobias Haukap, Bürgermeister unserer Partnergemeinde Siegelsbach, und seine Gemeinderäte nicht zu unserem Nationalfeiertag hier in Schüttringen empfangen können, so möchte ich doch von dieser Stelle aus alle Siegelsbacher herzlich grüßen. Am letzten 24. Mai war der 30. Jahrestag unserer offiziellen Partnerschaft und wir freuen uns über die enge und freundschaftliche Beziehung, die sich über die Jahrzehnte zwischen unseren Gemeinden entwickelt hat. Dear fellow citizens, unfortunately, we cannot celebrate our National Day as we used to. But nevertheless,
I wish you all a happy National Day 2020 and we look forward to see you at the next opportunity. Chers concitoyens, malheureusement, il ne nous est pas possible de célébrer notre fête nationale de la façon usuelle. Néanmoins, je vous souhaite à vous tous une belle fête nationale 2020 et nous nous réjouissons de vous revoir à une prochaine occasion. Merci alle guten denen, die geholfen haben, diese Zeremonie zu organisieren. An euch läuft Mattbierge eine schöne Nationalfeiertag. Und wir freuen uns darauf, den nächsten Jahr mit euch alle zusammen an der gewinnenden Manier feiern zu können. Die Damen und die Herren, lassen wir alle gut, Lützebäuer und nicht Lützebäuer, den Tag von unserer Nation feiern. Vive unser Grand Duc, vive als Dynastie, vive Lützeburg und vive als Gemeinschütter. Und so lauschen wir zusammen Themen gespielt von der Schüttermusik. Merci, ihr alle Gute.